Good morning, Sola. Dit is een 20 september, klok 10 mars. Dit is je dankes, het Gottes woord, uit het programma. Er vielleicht ook zijn, dit zijn je dankes, het Gottes woord. We zijn vandaag in de Psalmen, Psalm 42 en 43, want je wel met lezen. Out of his great love he picked me up, set my feet on sturdy rock. Out of his great love I've learned the meaning of salvation. Out of his great love. Amen. Veel van jullie zijn nieuwsgierig wat dat met mijn gezondheid. Ik heb 3 zeer goede weken gehad mee, weet niet hoe goed je valt. Ik heb energie gehad. Ik laat mensen zijn vet en ik kon het ook in die stem horen en dan kon ik zijn dat die dat beter. Maar gisteren bij 4 uur, tussen 5 en 6, dan hoorde ik een episode op Engels, waar ik meest niet kon lachen. Ik moest jassen, ik moest me bereden. En nu klok 6, dan iemand met mijn vroegere half, ze heeft me dan geholpen bereden en leren raak jassen. En dan nog met een beetje oxygen te helpen. En nu klok 6 week waren oké. Het leven in Charpa was to me niet zo zeer anstrengend, door alle langzaam. Ik had een zeer drukke werk gingen mee. Veel mensen bij de office gehad. Sogar 2 maal zei je exercise en dan sogar golf gespeeld. En het leven in Charpa deed me denken houden, wer die wirt is. Maar ik er best aan denken. Mij had het leven zijn, hoe ik moet leren, mij niet te zeer anstrengend. En ik glaube, dat zijn die Ursachen, waarom de Psalm hier ook zoveel wird is voor mij. Wir sind in Psalm 42 en 43, die schweben van David. En we haben uns von 44, dat David verstund sich uit te schaden te Gott. Wanneer den nog slag ging, dat die niet lang, en had hij schreef aan de hand, dan schreef hij een Psalm te Gott über seine Umstände. En hier hebben we een Psalm, wat is dit lezen dat. Zoals de rij een verlangen heeft, een liever, een woede, zo'n verlangen heeft mijn ziel voor die God. Mijn ziel darst voor die God, voor den levenden God, wanneer ik kan fertig komen. Mijn troon, dat is mijn eten en mijn drinken, dag en nacht. Kan je hier, waar de psalmist zich iets hadden dat? Dat zegt, wanneer mensen mij daar hebben vragen, wo ist dein Gott? Wo ist Gott? Diese Dinge kom ik denken, zoals ik me iets hadden doe, waar ik met God in de mensen top weer, en huizen des Herrn, en im Tempel, wie vandaag de zijn in de kerk. So, als we loven deiden, prijzen deiden, met vrijheid schreien deiden, en de deel home deiden. Waarom best doel, mijn ziel? Waarom jeet je dat zo slag van ben? Vertrouw op God, ik wil nog wat prijzen, mijn erlezing, mijn God. En dan jeet hij wieder, en hij redt van wo hij is. Hij zegt, hij is van Janti Jordan, bij den Berg Hermon, so hij weer af van Jeruzalem, hij weer af vom Tempel. En dat merkt hem treurig. Dat merkt hem treurig. Maar hij bereidt zich in vers 8, hij zegt, God is een God van leven. Hij is met mij, en ik word aanbeden. Hij is mijn stein, zegt hij. Hij heeft mij niet vergeten. Waarom bist du treurig, zegt hij. Waarom bist du so verwund? En dan de Schlussvers in Psalm 42 zegt, waarom bist du dol, mijn ziel? Waarom bist du opgericht? Vertrouw op God, ik wil hem nog prijzen. En dan gaat hij in Psalm 43 en zegt, God, wirst du für mich einstehen? Wirst du den Menschen tun, was die gegen mich sind?
Wo steht die Licht checken, die eine Wort hat? Und dann, das war der Schlussmerkung von Psalm 43. Warum bist du, meine Seele? Warum bist du abgeregt? Vertraue auf Gott. Ich will noch weiter preisen, mein Herr und meine Erlösung. Und so hier haben wir 2 Psalmen, wo ein Mensch sich selbst bereden lässt. Und das ist mein Thema von dir. Uns selbst bereden. Er fängt an mit, wo er ein Verlangen hat nach Gott seine Menschen, nach Gott seinen Tempel. Und als ich das lesen will, dann fange ich an zu graben. Eigentlich können wir so frei nach Gottes Haus fahren. Wir können durch die Kirche fahren, wo wir wollen. Wir können so laut singen, als wir wollen. Weet je dat, Jeff? Je meint in der Welt, die moeten op stellen singen. Die lappen, die moven. En die zingen en hoort en Gedächtnis über die nicht mit ihrer Stem. Warum? Wenn das soll keiner hören, dass sie überhaupt sind, wenn dann sind die Plitzenbucher durch. Und nehmen fast und sogar bringen die an. Eigentlich können sie laut singen, was wir wollen. Wir können loben, wir können preisen. Und das wird wie im Tempel so passieren. Eine Zeit von Loben, von Preisen, von Gesang, von Gott abheben. Gott preisen, das ist ein solcher Geruch von ihm, sagt er. Die Schrift redet fertig von, und jetzt sogar Ruch für Gott. Ein schöner Ruch, was er schön riecht. Und du hast des Psalmes sich nur gebannt, er konnte nicht sein. Na, fall mir bei, können wir einmal so einen Tag geben, wo in Dünien nicht worden kann, die Kirche worden. Wo die Regierung geändert hat, die Welt als jeden Christen. Wir weiten die Welt als nur jeden Christen, aber hier eigentlich leben, Mexiko, in den Staaten, in Kanada, Paraguay, Bolivien, wir leben noch in der Freiheit, wo wir können so Kirche haben, als wir wollen. Wir können auf einmal einen Tag wahrgenommen werden, wenn die Regierung geändert hat und die Christen verfolgt wurden. Aber wo wird man dann bauen in die Kirche? Nicht vorher, wenn man seit Jahren sein. Nicht so. Blieben fertig für die Klans, die ist auch tüß, oder wie vor den Fashion, oder so wieder. Aber einen Tag, wo wir nicht kennen, die Kirche fahren, wo wollen wir uns dann nur bauen, nicht so. Mein Prediger sieht es immer, dass diese Freiheit, die wir nie haben, zum Gott anbeten, das ist nicht normal, das ist nicht gewöhnlich. Der größte Prozent von der Weltgeschichte, dann haben Christen muss flüchten und dann verfolgt werden. Wo wir hier nicht so frei sind und so eine Macht haben als Christen, das ist nicht normal, das ist nicht, was wir gewohnt sind. Und so werden wir das nicht gewohnt worden, weil wir Gott sehr, sehr danken dafür. Und nun, jetzt haben wir es wieder und redet von den Menschen, die gegen sind, die Menschen, die vielleicht nicht in den Tempel kommen wegen Umständen. Weet je, David, wie ganz bekannt mit Pflichten, wie ganz bekannt, dass Menschen am Hängen werden, besonders die König Saul mit seinen Soldaten, dass wir es von den Plitzen am Tag nach hängen werden, die wir noch. Und die schrift David, und der hat sich selbst bereden, und sagte, Gott, du die Einstellung für mich. Ich lute den Diener hängen. Meine Umstände, die sind nicht reich, aber willst du für mich vertreten? Willst du das fixen? Ich weiß nicht, was mit dir zeigt, David. Mensch kann besser werden, nicht? Mensch kann kalt werden, Mensch kann mutlos werden, wenn er bloß an seine Umstände denkt. Wo schlecht es geht, wo Menschen alle jung sind. Nu, aber David berät sich selbst und er fragt Gott, dass Gott wird für ihn einstellen. Ich denke an viele Zeit, die ich immer, als er noch mal halten wird, wenn Menschen das schlecht in der Ei haben, mit ihr befriedet leben. Ich denke an 2 Sätzen, wo eine Munkje sehr mutlos wie über den Mond, beide Munkjes, 2 verschiedene Umstände, und wir sind bereit, den Mond zu verloren. Und ich werde die Munkjes Mutter sprechen, da muss ein Brief schreiben zu den Mond, und dann lot ihn gehen. Und ich rede nicht von ihm eingehen, aber lot ihn und Gott ihn hängen. So, diese Munkjes schreiben einen Brief. Und der Brief hier meiner Evangelisch ist das. Ich sende ihnen früh, ich sehe die gut, und ich will die immer gut bleiben. Ich habe die Prof zu ändern, ich habe die Prof zu changen, ich habe Prof, was von die zu merken aus dem Mann, aber das ist nicht mein Job. Du hast auch den Helden, yes, und ich will die ganzen Gott ihnen hängen lassen. Du bist Gott ihnen Mann. Gott wird mit die tun, was er wird die fixen, wenn er fehlt, aber ich will nicht mal probieren, die zu fixen. Ich will ihnen früh sein, ich will die gut sein. Diese Munkjes fangen bei Frieden in ihr Leben. Und die Männer fangen sich an zu wundern, wo wir die früh auf einmal so friedvoll, die gleich mehr entbodern oder entperkeln oder entdenken halten. Die früh hat Frieden gefangen. Sie hat den Mann und Gott ihnen hingeladen. Das könnte vielleicht guter Rot sein für uns alle, even
wenn wir einmal anhaben, unsere Mönche soll man ändern, soll man beten, soll man anders. Ich soll mal sagen, hey, du bist auch Gott sein Kind. Hey, was ich mit die weiten, hey, was ich mit mir weiten. Dus vrede, mein Freund. Was heeft David hier? Hij vertaalt sich selbst. Hij berät sich selbst. Ik leef met mijn vrouw zeggen, die zijn ook zware tijden daar. En zij zegt, de beste route, wie nicht naar anderen gaan, aber selbst mit Gott vertrauen, zegt zij. En deze Versen hadden, ze wird sein, einfach plötzlich sagen, hadden das Leben geraten. Wenn hier die Hoopning ben, wo David sagt, zu sich selbst, warum bist du, meine Seele? Warum bist du getriebt? Warum bist du abgedeckt? Vertraue auf Gott. Twee redet David hier, zu sich selbst. Wir haben eine Geschichte, wo David seine eine Freund und Soldaten jängen wird, wegen ihrer Mönches und Kinder werden vorgenommen worden. Und alle haben gut gewacht. Dann wollen sie eine Freund ansteigen, der den anderen beschuldigen, dann sagt er, was sehr wichtig ist. David fand seinen Trost an Gott. En Gott geeft hem een antwoord, Gott geeft hem roet, dan haben sie alles teruggekriegt, nach mehr durch. Wo David versteht sich selbst zu bereden. Was tun wir fern? Well, wir gehen fern auf Facebook, schauen uns dumm und die schaut uit, dann vielleicht nach den anderen door an. Sogar einer hier leest fern von jemand hat im Restaurant eine schlechte Erfahrung gehabt und dann wurde da alle uitgepriest. Ich gebe Restaurants immer ein bisschen Genug, die können auch einen schlechten Tag haben. Und 2, 3 Mal, dann war ich vielleicht wirklich mal kommen, aber ich brauche auf Facebook gehen, ein Restaurant an, oder mein Ehepartner, oder Menschen in der Kirche, oder Jan Prediger. Weet je wat? David leidt in Gott seine Hände. Er sagt, Gott wird sich mit dir weiten. Und dann berät David sich selbst. Sagt er, warum bist du, meine Sau? Heb die ab. Steh ab. Go ab. Vorschaffen. Wie machen uns selbst irgendwo bereden, nicht so? So, durch die Selbstbereden, das schafft, David redet zu seiner Seele und sagt er, warum? Wegen Gott ist meine Hoffnung, Gott ist für mich und er wird mich nachher raten mit das. So David berät sich selbst jedes Mal. Und hier in diesem Kapitel, der wenigstens 3 Mal sich selbst bereden. Was sagt die Welt? Die Welt sagt, ich war den 3 Wiesen. Was sagt Gott sein Wort? Gott, wirst du den Wiesen? Die Welt sagt, ich war dir mal wiesen, was das macht. Der Psalm sagt, Gott, wirst du den wiesen. Die Welt sagt, ich war dir nach 3 tun, der Todtag kennt. Die Psalmen sagen, Gott, wirst du die 3 tun, du den Todtag besorgen. Dat is in het Oude Testament, ook dat niet. Dan brauchen wir gleich auf Facebook gehen, oder auf YouTube, oder irgendwo, wo die Chat die nächsten door an, oder durchstampen. Dort wir in Gott hinein, hij weet sie, wir können Spaß damit. Ich bin schwere Tiden durchgegangen. Viele Freunde verleiten mich. Viele von den Freunden haben durch die Jahre, nu diese Weg wie nachher ein Freund. Er frug gesagt, ich will kein gut haben. Er hat mich zu seiner Tochter gelobt. Kein Trouble. Weet je was er zu mir sagt? Gott weiß ich mit das. Gott hat von Jan sein Hart geschafft. Er hat von mein Hart geschafft. Ich darf keine Rache üben, ich darf kein Freital, ich darf kein durchstampeln. Hier über das Radio oder über das Internet oder zu anderen Menschen. Gott hat sich mit das alle gewiss. Wenn Gott als Jan kriegt so gut, ist er mir erst, was er mir erst. Und wir können uns selbst bereden, mein Freund. Wir dürfen, ich kann nicht jeden Counseling, oder Psychiatrist, oder Psychologist, die können helfen, die haben mir helfen. Aber das Beste ist, wenn wir uns selbst bereden können, mit Gott sein Wort, mit Gott die Dankes, mit Gebet, und dann dürfen wir uns selbst abbieten. Wenn das was der Psalmist hier deed, in Psalm 42 und 43, sagt er, meine Seele, warum bist du da? Gott wird mir noch helfen. Das ist der beste Weg im Leben, nicht so? Mein Freund, Gott ist sehen, und mutig wieder. Lese Psalm 42 und 43. Lost my way when I called upon